Minotauren winkten ihn vorwärts, hoben den Eingang des Zeltes für ihn beiseite. Guy duckte sich hindurch und trat in angenehme Wärme. Das hier war Wahnsinn. Frostfeuer. Er hatte alles versucht, um seinen Freund von diesem irrwitzigen Einfall abzubringen. Ebenso gut hätte er auf ein Stück Eis einreden können. Er konnte immer noch nicht glauben, dass er tatsächlich hier war. Aber da alles Argumentieren, Drohen und Flehen Morgwin nicht von seinem Entschluss hatte abbringen können, hatte er schließlich zugestimmt. Niemand hatte ihn aufgehalten, als er das Heerlager der Eiskönigin verließ, vorgeblich, um den Firnwölfen des Eisprinzen dessen Befehle zu überbringen. Die dumme Brut der Eiskönigin wusste nicht, dass sich ihre Geister auf dieser kurzen Distanz noch mühelos finden konnten, so dass Worte vollkommen unnötig waren. Doch kaum hatte er das Lager hinter sich gelassen, hatte er eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Denn Morgwins Bitte hatte ihn hierher geführt, mitten ins Lager des Feindes. Rasch schaute er sich um. Trotz der vielen Lebensspannen als Sklave unter dem Zauber der Eiskönigin war er immer noch ein Krieger, der seinem Feind keinen Vorteil lassen würde, wenn er es vermeiden konnte. Alles um ihn herum war in den Farben der Flammen gehalten, und doch war das Zelt des Lord des Feuers verglichen mit dem der Eiskönigin beinahe karg eingerichtet. Ein langer Tisch, auf dem Karten und Pergamente ausgebreitet waren, mehrere Lehnstühle. Auf einem davon saß ein massiger Minotaur, dessen gewaltige Hörner mit goldenen Ringen geschmückt waren und der sich bei seinem Eintritt vorgebeugt hatte. Kleine Flämmchen tanzten unter dem ledernen Dach, tauchten alles in weiches Licht, ohne irgendetwas in Brand zu stecken. Teppiche bedeckten den Boden, nass vom Matsch und geschmolzenem Schnee, den die Männer des Lord des Feuers hereintrugen. Es war das Zelt eines Heerführers, nicht das Prunkgemach einer Hexe. Eine Hand drückte ihn auf die Knie, dann trat sein Bewacher ein kleines Stück zurück. Bisher hatte man ihn mit erstaunlichem Respekt behandelt und sogar darauf verzichtet, seine Hände zu fesseln. Allerdings bedurfte es vermutlich auch nicht mehr als eines Fingerschnippens, und er würde in Ketten gelegt oder ohne große Umstände sofort getötet werden. Mit einer nachlässigen Geste entließ der Lord des Feuers eben seine Hauptleute, dann wandte er sich ihm zu. Unwillkürlich hielt Guy den Atem an. Seine Haut war dunkler, und seine Augen hatten nicht die Farbe von Frost, sondern waren von einem tiefen Gold, in dem rote und schwarze Funken blitzten. Aber ansonsten war der hochgewachsene Mann ihm gegenüber eine ältere und rauere, zugleich auf unerklärliche Art weichere Ausgabe Morgwins. Sogar das kurze, leicht spöttische Lächeln, das für einen Liedschlag um seinen Mund zuckte, glich dem seines Sohnes. Er trug noch nicht einmal einen Dolch am Gürtel. Aber was waren Waffen schon im Vergleich zu der Fähigkeit, aus dem Nichts heraus einen Flammensturm heraufzubeschwören, der ganze Landstriche in Asche legen konnte? Ein Räuspern erinnerte Guy daran, wo er sich befand, und er verneigte sich widerstrebend. »Mein Prinz hat mich mit einer Botschaft zu euch geschickt, Herr.« Zumindest gehorchte seine Stimme ihm. »Wie ist euer Name?« »Der Lord des Feuers«, sprach erstaunlich freundlich. »Guy Tingling Kedal.« Zum ersten Mal, seit die Eiskönigin ihn vor all der Zeit zu ihrem Sklaven gemacht hatte, nannte er jemandem seinen vollen Namen. Er hörte ein überraschtes Murmeln hinter sich, eine knappe Geste gebot Ruhe. »Willkommen, Prinz Gaitan.« Guys Augen weiteten sich. »Ihr wisst, ich meine, ihr kennt?« Als er merkte, dass er stammelte, biss er sich auf die Zunge und verfluchte sich dafür, vor einem Feind einen Moment lang Schwäche gezeigt zu haben. Wieder glitt jenes Lächeln über die Lippen des Herrn der Flammen. Dieses Mal blieb es. »Natürlich weiß ich, wer ihr seid, Prinz Gaitan. Ich erinnere mich sehr gut an die hitzigen Reden eures Vaters und dessen Vaters vor ihm. Unzählige Generationen saßen die Fürsten der Edochanen im Rat der Eiskönigin, und ungefähr genauso lange haben sie ihren Unmut darüber Ausdruck verliehen, dass einer, der über das südliche Volk herrscht, der Gemahl ihrer Herrin ist. Zudem habe ich von euch und eurem Verrat gehört, kurz bevor der Rat aufgelöst wurde. Ihr dient meinem Sohn?« Von einem Augenblick auf den anderen war das Lächeln von seinen Zügen verschwunden und seine Miene nicht mehr zu deuten. »Ja.« Guy holte Atem. Er war hierher gekommen in der Überzeugung, dass er das Lager des Herrn der Flammen lebend nicht wieder verlassen würde. Langsam stand er auf. Wenn er schon sterben musste, dann würde er es bestimmt nicht auf den Knien tun.
Wie ich schon sagte, er schickte mich mit einer Botschaft zu euch. Fordert auch mein Sohn mich auf, mich zu ergeben, wie sie es bereits vor einer Stunde getan hat?« Die Hände lässig zu beiden Seiten aufgestützt, lehnte der Lord des Feuers sich gegen die Vorderseite des langen Tisches und blickte ihn aufmerksam an. Rasch huschte Guides Blick durch das Zelt. Keine 2 Schritte trennten sie voneinander, wenn er schnell genug war. Er sah das Glitzern in den feuerglimmenden Augen und verwarf den Gedanken. Wie zur Antwort zuckte einer der Mundwinkel seines Gegenüber. Dann war der Herr der Flammen wieder ernst. »Nun, Prinz Gaetan?« Guide schluckte hart. »Nein, Herr, die Botschaft des Eisprinzen hat nichts mit seiner Mutter zu tun. Sie ist eher persönlich.« Eine der schwarzen Brauen hoben sich. »Ihr macht mich neugierig, Prinz. Wie lautet die Botschaft meines Sohnes? Wenn ihr das Menschenmädchen Kasim unbehelligt gehen lasst, wird er sich freiwillig und zu euren Bedingungen in eure Hand begeben.« Guide hatte das Gefühl, in den Worten ersticken zu müssen. Für einen Moment herrschte vollkommene Stille. Dann brach der Lord des Feuers in schallendes Gelächter aus.